Das heutige Event ist ein Tag von der politischen Bildung. Das ist das größte Event vom ZPB. Und wir sind heute für mehr zum Thema Digitalität und Demokratie zu lernen. Da kommen Experten aus dem In- und Ausland, die im Bereich von der politischen Bildung und mit diesem Jahr natürlich echt am Schwerpunkt Medienbildung oder Digitalbildung schaffen. Im Prinzip kann jeder mitmachen, den Sujet interessiert. Das Evenement richtet sich aber speziell an Leute, die Bildungsauftrag haben, heute zu Lützeburg. Das heißt Enseignants, Educateurs, Educatrices oder Leute, die an der Berufsbildung tätig sind. An meinem Workshop aus dem Fake News gegangen, dass Leute Fake News nicht einfach ausgeliefert sind und dass wir handlungsfähig sind und dass wir etwas machen können und dass wir uns als Sozietät, aber auch als Individuen schützen können. Mein Workshop also sich ein bisschen darum gegangen, dass die sozialen Netzwerke ganz politisch klar sind, wo verschiedene politische Ideologien, aber auch verschiedene politische Meinungen natürlich verbreitet sind, auch wenn sie nicht wirklich direkt explizit mir gesagt eine politische Meinung ist. In meinem Workshop ging es um Potenziale von interaktiven digitalen Zeugnissen. Das sind neue Medien, die es ermöglichen, mit den Zeugnissen von Holocaust-Überlebenden zu sprechen, also Fragen zu stellen und Antworten zu erhalten. Es gibt viele Anwendungsbereiche von KI oder von der Digitalität. Also nicht nur, oh, das ist etwas Spaces, das ist etwas Schlimmes, aber an einem auch weisen, das muss ich noch passen, weil KI oder digital oder Social Media können noch von Leuten benutzt werden, die nicht die besten Intentionen haben. Radikalisierung ist eine Konsequenz sozusagen aus den Filterblasen. Ich fand den Tag von der politischen Bildung ist sie selber alltag mit Schülern Kontakt, das für mich immer eine Opportunität für einfach zu evaluieren, wie kriege ich Züge um meinen Schüler, was gibt es für neue Wege, was gibt es für neue Approchen und dann kriege ich neue Ideen für einfach auch eine neue innovative Art und Weise für die nächste Züge, den ich vielleicht schon 20 Mal gemäht habe, um eine andere Weise rüberzubringen. Politik und künstliche Intelligenz interessiert mich am Anfang schon ein bisschen, weil an der Schule haben wir das Schülerkomitee an, es sind da ganz aktiv, also auch mal am Radio. Schätze mal über ChatGPT und Perplexity und auch an der Klasse, also die Themen kommen immer oft viel. Und lo weiß ich schon ein bisschen mehr über für allem die Fake News, wie das funktioniert. Da sind verflott mit anderen Leuten darüber zu diskutieren, an anderen Meinungen zu kennen. Ich hoffe, dass jeder Verein die Impression hat, dass er nicht lange mit den Fragen ist, die er sich stellt. Und dass er vielleicht die eine oder andere Idee hat, wie er das in Zukunft machen kann, respektive dass er weiß, auf wen er zurückgreifen kann, wenn er dann noch Fragen hat. Mein Takeaway ist, dass ich meine, dass das heute ein Thema ist, also Digitalität und Demokratie war ziemlich in der Nähe brennt und schon irgendwie das Gefühl, sobald ein Offer für das heute ein Thema möchte, dass Lehrpersonal, Schüler darauf aussprangen, weil so viel Demande einfach geht und so viel zu so und zu schwatzen Reste von der Göttern. Ich meine, den heute Tag weiß das relativ gut. Also ich fand, so ich müssen nicht mehr oft gehen, weil Politik regelt so viel von dem, was in unserem Leben geschieht. Wenn ich ein Fazit kann sagen, dann ist das ein Thema, das Leute wirklich interessiert, was Leute umtreibt, auch wo die Leute auch wirklich gerne Tools tun, an Sachen und Hand tun, für einerseits besser zu verstehen, um was das geht, und andererseits auch für zu wissen, wie in das mit Kindern, Jungen und noch mit Erwachsenen kann thematisieren.